Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. In dem Pandemiewinter gibt es für viele einen Hoffnungsschimmer und der Hoffnungsschimmer heisst Impfung. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Mit dieser Impfung ist es allerdings ein bisschen verzwickt. Viele, die impfen wollen, können es nicht. Viele, die impfen wollen es nicht. Über das reden wir heute mit einer bekannten Gesundheitspolitikerin. Sie ist Aargauer Nationalrätin von der Mitte-Partei, vormals CVP. Und sie ist sehr tief drin in der Gesundheitspolitik. Sie präsidiert nämlich die Gesundheitskommission vom Nationalrat. Heute ist sie zu mir ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Humbel. Ja, geht's ja fester. Frau Humbel, seit unserem letzten Gespräch, das sind jetzt wirklich viele Monate her, ich glaube, es ist im April oder Mai 20 gesehen, im oder kurz nach dem Lockdown. Jetzt sind wir wieder in einem Lockdown. Wie ist es Ihnen in den letzten Monaten so ergangen? Also gesundheitlich ist es mir sehr gut gegangen. Ich habe nie auch eine Erkältungserkrankung gehabt. Ich bin so sehr anfällig auf Erkältungen, regelmäßig verkältet im Winter und bin jetzt seit einem Jahr nicht. Also das ist sehr positiv. Als Politikerin ist die Situation schwierig. Man ist öfters hilf- und ratlos auch, vis-à-vis von den vielen Mail-Anfragen, Reaktionen, die wir bekommen. Leute mit Existenzängsten, die einfach wirtschaftlich sehr knapp durch müssen. Aber auch Menschen, die Erkrankungen haben, die Behinderungen haben, die beeinträchtigt sind und das Gefühl haben, sie seien diskriminiert jetzt vis-à-vis von Covid-Erkrankten, weil alles sich eigentlich auf Covid-Erkrankungen fokussiert. Und das gibt natürlich eigentlich auch für politische Reaktionen immer schwierige Situationen. Was antwortet man diesen Menschen? Bei vielen Leuten ist ja Covid jetzt viel näher gekommen als zu dem Zeitpunkt, wo wir das letzte Mal miteinander geredet haben. Auch jüngere Leute sind schwer erkrankt oder sind sogar gestorben. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, es ist, glaube ich, für alle näher gekommen, die Covid-Erkrankungen. Und es ist ja eigentlich auch das Unheimliche, dass sehr unterschiedlich reagiert wird. Ein ganz tragischer Fall ist ein Bekannter, der 2 Jahre jünger ist als ich, ohne Vorerkrankungen, eine Operation am Knie nachgeholt hat, dann sich im Spital infiziert hat und nachher an Covid sogar gestorben ist. Also es ist ein ganz extremer Fall, eben ohne Vorerkrankungen, ja. Aber das zeigt eigentlich auch die Gefährlichkeit von dem Virus. Man weiß einfach nicht, wenn man auch das Vertrauen hat, man hat ein gutes Immunsystem, man weiß nicht, wie würde es einen treffen, wenn man infiziert wird. Ich habe Sie eingangs erwähnt, Sie präsidieren die Gesundheitskommission vom Nationalrat. Sie schauen sich logischerweise sehr gut, wie der Bundesrat das managt und macht. Wie managt der Bundesrat die Krise? Ich glaube, es gibt Phasen. Am Anfang war sicher sehr ein gutes Management von dieser Krise, wo der Bundesrat in der außerordentlichen Lage nach dem Epidemiegesetz bestimmt hat. Nachher ist man zurückgegangen in die besondere Lage. Da sind Kantone wieder in die Verantwortung gekommen. Da hat man natürlich den Föderalismus gespürt, überall ein bisschen andere Massnahmen getroffen worden sind. Dann wieder zurück zum Bundesrat. Die Forderung, dass der Bundesrat wieder eingreifen sollte. Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Situation für die Exekutive, sei es der Bundesrat oder sei es auch für Kantonsregierungen. Nur, was man glaube muss vorwerfen, sei es eigentlich jetzt im Bundesrat oder auch zusammen mit den Kantonen, dass man den Sommer doch ein bisschen verpasst hat, in Szenarien denken, was kann ich erwarten, also auch in Szenarien denken, wenn wird welche Massnahmen wieder greifen. Man hat eigentlich die Öffnung für Grossveranstaltungen in Aussicht gestellt und kaum haben wir das Schutzkonzept gesehen von den Clubveranstaltern, haben sie wieder müssen zutun. Man hat bei der Impfstrategie eigentlich Zeit gehabt, auch ein Tool zu entwickeln, dass man schnell erfassen kann, wie viel ist geimpft worden, wer ist geimpft worden. Das funktioniert noch nicht. Und ich denke, da sind gewisse Mängel da. Es ist nicht der Zeitpunkt, jetzt irgendwie Sündenböcke zu suchen, aber in der Aufarbeitung von der ganzen Pandemie müssen die Elemente berücksichtigt werden. Muss man auch klare Kompetenzzuteilungen festhalten im Pandemieplan, wer ist verantwortlich für was in welchem Zeitpunkt. Also so ein bisschen auf Prinzip Hoffnung gesetzt werden, den Sommermonat.
Ja, man hat das Prinzip Hoffnung gehabt. Ich glaube, wir alle haben das Gefühl gehabt, ja, wir haben es überwunden. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir nicht mehr in einen Lockdown kommen müssten. Man hat es bis im Herbst unterschätzt, obwohl die Wissenschaft eigentlich immer darauf hingewiesen hat, man muss vorsichtig sein, es kommt eine zweite Welle. Und das ist eigentlich jetzt wieder der Punkt. Die Zahlen gehen zurück. Das ist schwer zu verstehen, schwer zu erklären, wieso machen wir jetzt wieder einen Lockdown, gerade für Gastronomie, auch für Läden. Und da ist auch ein bisschen vielleicht ein Mangel, dass man zu wenig gut erklärt, wieso braucht es jetzt die Massnahmen. Wir haben so ein paar konkrete Themen in einem Brief empfiehlt die Gesundheitskommission, die Sie präsidieren, dem Bundesrat bis Ende März allen Personen in Alters- und Pflegeheimen einmal pro Woche einen Corona-Test zu zahlen. Auch den Besucher. Also wenn ich meine Mama besuche, würde ich jede Woche so einen Corona-Test machen. Was wollen Sie damit erreichen? Ja, es geht darum, eigentlich möglichst die Risikopatientinnen und Patienten im Pflegeheim zu schützen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Punkt ist sicher, dass man versucht zu verhindern, dass das Virus in die Pflegeheim hineingeschleppt wird. Und da passiert halt über Besucher, da passiert teilweise auch über das Personal. Und mit einer Teststrategie kann man doch besser eigentlich kontrollieren, wer ist infiziert, allenfalls auch ohne Symptome. Man muss zwar natürlich auch klar festhalten, das ist eine Möglichkeit. Also wenn man beispielsweise das ganze Pflegepersonal durchtesten und dann stellt man fest, vielleicht 30% sind asymptomatisch, aber sind positiv. Was macht man denn, wenn sie in Quarantäne geschickt werden? Dann hat man einfach einen riesen Mangel. Und wer betreut, behandelt, pflegt den Patientinnen und Patienten. Darum sind immer verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und letztlich zeigt die Erfahrung, dass wenn das Virus sich schneller, fester verbreitet in der Bevölkerung, dann kommt es automatisch auch in Pflegeheime. Es ist fast nicht möglich, das Virus draussen zu behalten, es sei denn, man würde eigentlich Pflegepatientinnen und Patienten einsperren und das ist unmenschlich, das wollen wir sicher nicht. Was geht jetzt mit dem Vorstoß? Haben Sie schon irgendein Signal, schon eine Antwort? Also wenn man Empfehlungen macht am Bundesrat von der Kommission, wird der Bundesrat an der nächsten Kommissionssitzung, das ist am 4. Februar, darüber Bericht erstatten, wie er das umsetzen will, ob er es umsetzt und wieso er es nicht umsetzt. Also es sind immer Empfehlungen, die man von der Kommission kann machen kann, wie Vernehmlassungen generell. Reden wir vielleicht vom Impfen. Haben Sie sich schon angemeldet? Ich habe mich noch nicht angemeldet, weil ich bin eigentlich so in der letzten Gruppe, die dann drankommt. Es gibt eine klare Priorisierung, die der Bund eigentlich den Kantonen empfohlen hat. Also zuerst einmal die Risikopatientinnen und Patienten, dann das Pflegepersonal, dann die unter 75-Jährigen, die Nebenerkrankungen haben. Und ich glaube eigentlich, es gibt auch noch Berufsgruppen, die auch noch prioritär behandelt, geimpft werden. Ich denke da vor allem an die Lehrerinnen und Lehrer. Und dann am Schluss kommen dann eigentlich die Gesunden, ohne Vorerkrankungen. Und sobald diese Gruppe dann drankommt, werde ich mich sicher impfen lassen. So schnell wie möglich, dann einfach nach den Personen, die zuerst dran kommen. Viele setzen ja grosse Hoffnung in die Impfkampagne. Ist die Hoffnung berechtigt aus Ihrer Sicht? Ja, ich habe auch grosse Hoffnung in die Impfung. Natürlich braucht es eine Durchimpfung. Man braucht mindestens 70% der Bevölkerung, die geimpft ist, also die immun ist, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Dass man kann sagen, das Virus ist nicht mehr gefährlich, vor allem nicht gefährlich für die Überlastung des Gesundheitswesens. Und darum ist es auch wichtig, zu motivieren, zu informieren, dass sich die Leute möglichst impfen lassen. Geht Ihnen jetzt das Ganze nicht ein bisschen schleppend? Man hat aus verschiedenen Kantonen gehört, wir möchten vorwärts. Andere haben das Gefühl, also das dauert jetzt aber ziemlich, bis da mal etwas passiert. Müsste das nicht ein bisschen schneller vorwärts gehen? Natürlich wünschen wir uns, dass es möglichst schnell vorwärts geht. Die Limitation ist einfach auch der Impfstoff, also wie viel Impfstoff kann geliefert werden, vor allem unter Berücksichtigung, dass man ja 2 Dosen muss applizieren muss. Also Kantone müssen das auch berücksichtigen. Wenn man dann beispielsweise einen Lieferengpass hat, wie jetzt von Pfizer, dann muss man das auch vorsorglich zurückgestellt haben, dass die Leute, die eine Impfung haben, 3 Wochen später die zweite bekommen. Also wir sind da halt einfach in einer Anfangsphase. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass der Bund schnell genug
Impfstoff kann beschaffen und die Kantone dann auch die Infrastrukturen haben, dass sich vor allem eigentlich die Risikogruppen, das Pflegepersonal und die anderen Gruppierungen eben auch möglichst schnell impfen lassen. Da ist man im Kanton Aargau gut aufgestellt. Da sind verschiedene Impfzentren auch geplant, hier in Zofingen dann ab Februar. Ja, ich denke, der Aargau hat vorgesorgt, die Impfzentren auch organisiert. Ich glaube, es ist auch noch wichtig, dass man dann auch gewisse Hausarztpraxen oder Apotheken kann vorsehen kann, die Impfungen machen. Möglicherweise nicht alle, weil es ist doch jetzt die Lagerung mit den Impfstoffen, die jetzt zur Verfügung stehen, sind noch relativ heikel. Also wenn dann ein Arzt vielleicht nur 5, 6 Impfungen macht pro Tag, ist das eigentlich ein Problem. Also ich glaube, es ist schon darum wichtig, dass man möglichst wenig Impfstoff muss entsorgen. Dazu muss er gut gelagert werden und das ist eigentlich dann vorteilhaft, wenn auch Impfzentren geimpft werden. Vor ein paar Tagen ist herausgekommen, dass sich der Bundesrat hat impfen und ist so ein bisschen der Eindruck aufgekommen, der Eindruck erweckt worden, er hat es verheimlicht, hat es also nicht kommuniziert. Ist das gescheit gewesen? Ja, ich glaube, der Bundesrat hat in dieser Situation können machen, was er will. Wenn er es öffentlich gemacht hat, hat man gesagt, ja, jetzt sieht man, er tut sich eine Show daraus machen. Macht das, glaube ich, ist das irgendwie auch nicht richtig. Persönlich finde ich das richtig, dass sich der Bundesrat geimpft hat. Sie sind exponiert, sie müssen Kontakt weiterhin können pflegen und man sieht, was in der Praxis geht, in den Spitälern, aber auch in der Wirtschaft, also gerade auch Lehrbetrieb und so weiter, dass sie sehen, was in der Wirtschaft eigentlich abgeht. Sie brauchen die Kontakte und dann ist es auch richtig, dass sie sich impfen lassen haben. Jetzt die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal, wo ja relativ wichtig wäre, dass sich das impfen lässt, ist laut Umfragen tief. Sie liegt irgendwo zwischen 30-50%. Hat es geheißen, das ist natürlich schwierig, wirklich eine erhärtete Zahl da zu nennen. Aber woher kommt die Skepsis, Frau Humbel, beim Ja, das frage ich mich eigentlich auch immer. Auch bei Grippenimpfungen ist Skepsis vom Pflegepersonal sehr gross. Ich hoffe einfach, dass man jetzt in dieser Pandemie doch zur Einsicht kommt, dass Pflegefachpersonen auch die Verantwortung wahrnehmen. Sie sind dauernd konfrontiert auch, oder müssen Risikopatientinnen und Patienten pflegen, dass sie da die Verantwortung wahrnehmen, sich auch impfen lassen. Sonst müssen sie sich letztlich ja auch einschränken im privaten Leben, um Kontakte minimieren im privaten Leben, um Ansteckungen möglichst zu verhindern. Also da muss man wirklich ab Vernunft, an die Einsicht, an die Mitverantwortung appellieren. Sie sind aber gegen eine Impfpflicht? Ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich glaube, wenn man eine Impfpflicht jetzt gerade beim Pflegepersonal würde durchsetzen, gibt das noch grössere Aversionen. Es gibt auch für Ärgerungen in der jetzigen Situation, muss man ja auch berücksichtigen, dass das Pflegepersonal seit dem Frühling, also jetzt eigentlich dann bald ein Jahr, unter sehr starken Anstrengungen, sehr starken physischen und psychischen Belastungen steht. Und ich glaube, dann noch gegen ihren Willen zu impfen, das könnte den einen oder anderen irgendwie ablöschen. Und wir müssen ja verhindern, dass sich Leute aus der Pflege zurückziehen. Aber Sie sind zum Beispiel dafür, dass an Konzerten quasi Geimpfte könnten gehen, während als nicht Geimpfte eben dort nicht könnten teilnehmen. Zum Beispiel, können Sie das erklären, wie könnte das funktionieren, wie könnte das aussehen, so Privilegien quasi für geimpfte Personen? Ja, private Organisatoren können eigentlich in ihren Bedingungen festhalten, was für Voraussetzungen sie verlangen. Und mein Ziel ist eigentlich, dass wir im nächsten Sommer wieder in den Alltag zurückkommen mit Grossanlässen, Konzerten, sei es Schwingfest, sei es Match, einfach an Anlässen, wo Emotionen drin sind. Und da geht einfach mit Masken und Abstand nicht. Also da braucht man eigentlich einen gewissen Immunitätsschutz. Das haben Leute, die sich impfen, das haben Leute eigentlich in der Regel auch, die Krankheit durchgemacht haben. Und wenn man sich per App anmeldet, dann sollte das eigentlich heute technisch ring möglich sein, um auch die Impfung zu erfassen. Es geht ja, nehmen wir einen heiteren... Ich wollte gerade fragen, auf heiteren Open Air würde dann nur Leute, die so einen Impfausweis haben oder ein Zertifikat können reingehen?
Ja, also mal primär, dass die sich so anmelden können. Natürlich hat man dann noch zusätzliche Möglichkeiten. Es kann jemand einen Test beibringen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Oder die Organisatoren könnten noch Schnelltests anbieten vor dem Eingang. Also es gibt durchaus noch Möglichkeiten, aber man kann ja nicht Tausende von Leuten einfach an einem Eingang mit einem Schnelltest abhandeln, sondern wenn man einen Zugang kann, schaffen kann, dass man wieder zurückkommt in eine Normalität, dann muss man doch die Möglichkeiten nutzen. Zumal auch die Frage sich stellt, ob dann eigentlich die Einschränkung von Freiheitsrechten noch gerechtfertigt ist, noch verhältnismäßig sind, wenn man geimpft ist und selber nicht schwer erkranken kann. Das heisst, man tut das Gesundheitswesen nicht übermäßig belasten und man tut auch die Ansteckung ist weniger stark vorhanden oder man tut nicht mehr anstecken. Dann ist eigentlich auch nicht gerechtfertigt, dass man noch massive Einschränkungen von der Freiheitsrechte stehen lässt, sondern dann sollte man auch einen Anreiz schaffen, weil die Menschen, die sich impfen lassen, schützen sich selber, schützen aber auch die anderen und leisten damit einen Solidaritätsbeitrag. Frau Hummel, da hoffen wir, dass Sie und ich im Sommer an das heitere Festival gehen. Drücken wir den Daumen, dass wir das machen können. Danke. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Nächste Woche wieder ein Talk, neues Thema, hoffentlich wieder mit Ihnen. Machen Sie es gut. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.